Wie niveau dir die Läschke am Beetebueger Park? Also de Ries leit nach immer do an Pät fuhren op der Schien nach immer duch de Bëch. Laren de Gerser hunn awer méi fir d'éieren interesseier wie Spieler, dat se do méi do sinn, wen de ziele kann, gesit am nächste Beitrag. So, Lara, ass de Rieshall geschrumpft. Den ass mir sos immer filmmi grous fir kom. Ma meinte, dat lag fällt dort runter, dass du so immer filmmi klang warst. Na sind heute an de Beetebueger Park kommen, fir euch zu weisen, was alles gemacht muss gehen. Er hat keinerem können im Ries klammeln. Wie viele Leute arbeiten hier insgesamt? Na, in der Saison sind es natürlich deutlich mehr, also sind es gut 100 Leute, sodass am Tag, also kann man davon ausgehen, 60, 70 Leute hier beschäftigt sind. Am Wochenende ein paar weniger, aber... Wie viele Tiere habt ihr hier? Das ist eigentlich eine enorme Anzahl in Anbetracht der ganzen Fische. Also wenn ich die mal rauslasse, kommen wir vielleicht auf 400 einzelne Individuen und wie gesagt, ein paar tausend Fische kommen dazu. Wie lange haben die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung gedauert? Na, ich würde mal denken, so ungefähr 10 Jahre. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist de facto so, dass wir nie aufhören. Wir arbeiten also ständig daran. Wir arbeiten im Grunde genommen jetzt, fangen langsam die ersten Vorbereitungen für die nächste Saison an und dadurch gibt das kein wirkliches Ende. Also Kleinigkeiten wie jetzt noch aufräumen oder irgendwie neue Stühle kaufen oder Terrarien neu einrichten, das passiert im Grunde genommen in den letzten Monat. Wie ist der typische Tagesablauf eines Tierpflegers? Ja, morgens kommen, nach allem schauen, putzen, Futter schneiden, füttern. Das ist eigentlich alles. Es wird ein bisschen komplexer, weil verschiedene Fütterungen am Tage sind, weil man immer wieder nach seinem Pflegling schauen muss und weil es jeden Tag Veränderungen gibt, in irgendeiner Form, sei es jemand ist krank, eine Geburt, auch ein Todesfall oder ein Tiertransport oder was auch immer. Von daher lässt sich das schwer sagen. Aber die Grundarbeiten müssen jeden Tag erledigt werden und es muss jeden Tag sichergestellt sein, dass es allen gut geht, beziehungsweise man weiß, was mit jedem los ist. Wie funktioniert das mit der Organisation des Fütterns? Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte in Anbetracht der Tatsache der Arten und der Ansprüche. Von daher müssen da viele Hände zusammenarbeiten. Das fängt ja an mit der Bestellung, entsprechend dann der Futterzusammenstellung und dann mit der Fütterung. Also hier haben wir vielleicht ein Beispiel. Also wir haben das mit Bildern mal ein bisschen hinterlegt, um zu sehen, was wie wohin gefüttert wird. Da gibt es im Grunde genommen verschiedene Wege, je nach Ansprüche der Tiere. Also von einfachen Obstfresser bis hin zum Raubtier. Wobei das dann da hier schon wieder losgeht, dass nicht reicht, einfach rohes Steak hinzulegen, sondern müssen entsprechend Zusatzstoffe, damit eine Rundum-Nahrung geboten werden kann. In dem Fall ist das jetzt für Erdmännchen, weil die kleinen putzigen Erdmännchen ja Räuber sind. Aber wie gesagt, auch in der Kalahari gibt es keine Steaks. Dann haben wir verschiedene Futtermischungen, wie hier zum Beispiel für die Tinamos. Das ist aber auch eine Mischung, die wir für andere Tiere verwenden. Hier gewährleisten wir, dass es eine Vielfalt von Futter gibt und gleichmäßig aufgenommen wird, weil verschiedene Tiere haben Vorlieben und wir kennen das klassische Bild der Affe und die Banane. Aber wir wollen ja, dass sie umfassend ernährt werden. Deshalb machen wir dann so Futtermischungen und die werden dann noch zusätzlich supplementiert mit Mineralstoffen. Ein anderes Beispiel sind vielleicht die Totenkopfaffen, die keine Bananen bekommen, auch eigentlich überhaupt kein Obst, außer ein paar Äpfel mal, weil sie ein Problem haben mit Zucker. Aber bei ihnen spielt die Fütterungsart eine größere Rolle und deshalb haben wir eben diese Kugeln zum Beispiel.
Also wer das manchmal sieht, also es ist eigentlich nur eine Strohkugel, an der wir dann die Palette an Gemüse und tierischen Zusatzstoffen geben. Wir füttern 4-mal am Tag. Und wenn wir das so füttern, sind die Affen wenigstens 3 Stunden am Tag nur mit der Futtersuche beschäftigt. Das könnten wir halt mit so einem Teller nicht bieten und dann würden sie den ganzen Tag nur Dummheiten machen.